wenn die Debatte noläuscht, dann hat scheinst du den Eindruck, dass man eigentlich die falsche Debatte feiern. Weil Vierredner haben noch immer gesagt, es geht den Verkéiersfloss. Wie man die Regeln wirklich, das ist ganz wichtig. Wir haben die grosse Frohen drin als Verkehrsabkommen. Und dann haben wir die 2 bis 3% mehr pro Jahr. Und dann haben wir die ganze Problematik vom Wachstum. Weil wir wissen, dass wir den Strooss bauen, die einer Noutwendegkeet entspricht. Wir hören, dass wir sie müssen feiern, wo wir als ADR auch ganz d'accord sind, dass wir typisch auch müssen mit an ein Gesamtregionalkonzept mit ablangen, inklusive Pating und alles verteilen, mit großer Kompetenz beschrieben gouf. Wir wissen aber auch, wenn wir ehrlich sind, dass wenn wir nicht einen neuen Approach an überhaupt an unserer Wirtschaftspolitik, an unserer Wachstumspolitik feiern, dann haben wir die Debatte immer rum, und irgendwie nie feiert als das aber an einen Sackgasse, die wir nicht können feiern. Dummer da aus den Projekt im Kanton im Verkéier so nedischen ass, als auch exemplarisch für die Notwendigkeit, die wir haben, für als Verkehrs, für als Wachstums, für als Wirtschaftspolitik zu überdenken, wie dat man nicht am Strassenbau oder am Verkéiersfloss, dann wird es sicher wie ein Problem, der viel mehr komplex ist, und viel mehr Dave-Flight. Ich muss auch so, ich schon an der Zeitung gesehen, dass verschiedene Deputéierte von der LSAP, wo sie nicht will nun im Wortteil teilholen, dat verstehe ich an einem bestimmten Moos, weil ja zu Süßem mit no way eine große Opposition gegen dieses Projet war an ass. Das muss ich respektieren. Es gibt viele gute Ursachen, auch dafür, wie solche Elementen. Schauen aber nicht für richtig, dass Lokalpolitiker an der Qualität sich dem Wort nicht stellen, für nur den Eindruck zu gehen, als wäre es nicht der LSAP, die das Projekt matgedroen hat. Ich meine, der Krug den drei ganz klar Position für seine Partei durchgelöscht hat, eierten. Aber ich meine, muss ich noch dann die Leute ganz klar sagen, dass der LSAP als ganz dieses Projekt matdreht, und auch so hier an der Chambre stimmt. Der ADR hält die Verantwortung, wir denken auch, das Projekt ist notwendig, wir stimmen dafür. Es ist aber nur nicht nimmen die Tatsache, dass Frontalien den Hauptproblem an dem Verkehr durchstellen, das ist wohl zu einem ganz großen Niveau. Aber zu Käerjeng sind auch urbanistische Fehler gemacht gehen. Es ist schon außergewöhnlich, dass eine Ortschaft, eine Stadt, eng Strooss huet, der sowohl ein ganz groß Industriezone leiht, wie auch den Hauptgeschäftszentrum, wie eine Reihe Schulen, wie Kulturzentren, und auch eine ganze Reihe Wohnungen an anderen Betrieben, sodass das schon auch ein froh abwirft, wie Plan den ein Gemeng an Innovatoren, das ist nicht die Schuld von der aktuellen Käerjenger Equipe vom Gemengerot oder vom Chefrot, mir war lang Jahren, als die Ortschaft unglücklich geplant gehen, an die Tatsache, dass eigentlich eng einzige Strooss Hauptlebensoder von der Stadt ist, die trägt nicht dazu bei, mit Verkehrsproblematik an der Gemenge oder Pollution, Luftpollution und Luftbelastung an der Gemenge besser können an den Griff zu kriegen. Das für uns auch wichtig, dass der Kanton immer gebaut wird, weil ganz viele Leute schleichschwer durch die Gemeng holen, durch Kleinstraßen, durch Straßen, wo viele Kanner sind, Straßen, wo das Mist und auch Ast zum Teil auf 30 limitiert, und aber viel mehr sehr da durchgeführt wird, weil ein permanent Gefahr ist. Und ich meine, er wollte doch schon gesagt, nopisch Gemengen, länger, Fängisch, Having, bis rüber auf Schüler, leiden alle gut in der aktuellen Situation. Wir wissen aber auch, und da sind wir auch ganz klar, dass den Angriff an die Natur, ob er berechtigt oder nicht, oder so eine ganz interessante Diskussion gewesen mit dem Klassifizieren von der Natura 2000 Zone. Aber wir müssen wissen, dass dort Kompensationsmaßnahmen en tant que tel hier Grenzen fallen. Wenn wir mehr zu betonieren an unserem Land, und das ist ja Tendenz an den letzten Jahren, und da muss ich so, dass die Regierung da ganz besonders erdig wäre, weil es darum ging, als Beton immer zu machen. Da muss ich aber auch so, wir können nicht an einem kleinen Land unbegrenzt Flächen für Kompensationsmaßnahmen herbeizaubern. Das geht einfach nicht, es ist nicht genug da, aber wir müssen auch da, wenn es lehren, viel mehr ökonomisch, viel mehr verantwortungsvoll mit unserem Boden umzugehen, und auch das geht nicht mehr, wenn wir als Wirtschaftspolitik, als Wachstumspolitik überdenken. Wir müssen nur aufhängen, dass es mehr so lange noch nicht zu spät ist, und nicht werden bis an x Jahren
dass man dann der Situation überhaupt nicht mehr meester gehen. Wir hatten als ADR von Anfang an und die Naturbelastung, durch auch Naturbelastung, die durch einen Ëmgoungsstrooss entsteht, und die ist wirklich auch konsiderabel. Und wir hatten als ADR proposiert, schon für lange Jahre zu Däusebun zu deckeln, nicht neben Däusebun zu bauen, mehr ob Däusebun für Platz zu spuren, an den Impact auf die Umwelt so klein wie möglich zu halten. Leider ist das keine Variante, die zurückbehalten oder studiert gouf, das schuld, weil es möchte einen riesen Unterschied an einem Busch, ob in einem eng schneist dadurch hue eben Eisebun Astroos können zu Summe laufen oder ob in der 2 neben den Nähe lebt. Wir sind darum überzeugt, dass Eisvariant eng gut Variant gewircht wäre. Sie hätte auf jeden Fall verdient, an Diskussionen auch mal dran geholt zu gehen, an eng seriöse Etude zu kreieren. Das gesagt, mit all den Restriktionen und Rekommendationen, die auch Kollegen hier gesagt haben, gesamtregionale Verkehrskonzept, mit typisch, gucken, wie die Inzidenzen op Süsem so klein wie möglich zu halten, zu gucken, wie die Umwelt so viel wie möglich zu schonen, alles das sind Sachen, die mir matdroen. Wir stimmen dieses Projekt auch mit, aber wir wissen als ADR, wie gesagt, dass das hier nicht mehr eng Etappe ist, ob ein Reflexionsprozess, der viel mehr tief muss gehen, und dass den überhaupt, wie wir Verkehr, Wachstum und Zukunft von unserer Ökonomie besser gerieren.